liebe Mitmenschen, ich grüße Sie aus meiner Heimatstadt, ich grüße Sie aus Köln, aus der Stadt, die eigentlich gestorben war, aber sie war nicht tot. Als am 8. Mai 1945 die Kapitulationsurkunde unterzeichnet war, war im linksrheinischen Köln der Krieg längst vorbei. Und zwar schon seit 2 Monaten. Am 6. März 1945 sagte der Sprecher des sogenannten Großdeutschen Rundfunks, das Trümmerfeld Köln wurde dem Feind überlassen. Zur gleichen Zeit schrieb ein amerikanischer Journalist an seine Agentur, wir fuhren in eine Leere und Stille. Das war am 6. März 1945, als Köln absolut am Boden lag. Es war nichts mehr, wie es war. Es war einfach eine verwüstete Stadt. Es gibt einen Menschen, der sich ganz intensiv damit beschäftigt hat. Das ist der Historiker, Moderator, Schauspieler, Sänger, ich weiß nicht, was er noch alles gemacht hat. Ausgezeichnet mit sämtlichen Orden und Ehrenzeichen, die man in Köln und im Rheinland erwerben kann. Der große Reinhold Luis. Und da kommt er. Wunderbar. Hallo, lieber Luis. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie bitte Platz. Bitte. Danke. Schöne Möbelchen hier. Ist gemütlich. Ja, ja. Ja, aber den Kamin, ich bin schon einige Male gefragt worden, warum brennt der nicht? Ich kann es Ihnen sagen, weil wir dann nämlich von hinten wirklich so eingeheizt bekommen und es nicht mehr aushalten können hier. Das ist die Geschichte mit dem Kamin. Also ich habe mir, was ich eigentlich nicht tue, Karten zurechtgelegt, weil wir auch so furchtbar viele Daten da drin haben. 1945, ich habe es vorhin schon gesagt, 6. März war hier in Köln Schluss. Was passierte, waren ungeheure Ströme von Menschen, die zurückkamen, aber natürlich auch von Flüchtlingen, die Köln als ihr Reiseziel angegeben hatten. Das war natürlich ganz schlimm. Keine Versorgung, kein Gas, kein Wasser, kein Strom. Ich glaube, die Versorgung mit Lebensmitteln hat noch ein bisschen funktioniert, aber nicht sehr lange, nicht? Also die ersten Tage hat die erstaunlich gut funktioniert, weil ja noch Depots da waren. Ja. Da konnten die Nazis ja nicht noch alles auflösen. Aber als dann der Flüchtlingsstrom kam, täglich um die 20.000 Menschen, die nach Köln kamen, ja. Da wurde es dann sehr kritisch mit der ganzen Versorgungslage, mit der Unterbringung und dergleichen mehr. Ja, es stand ja nichts mehr. Es war ja 90% der Stadt war ja weg. Die Leute lebten, wie vorhin schon im Lied gesungen, sie lebten in Kellerlöchern, sie lebten zum Teil auch in den Bunkern, da hatten sie jedenfalls ein Dach über dem Kopf. Aber die Not war unvorstellbar. Unvorstellbar, es gab nichts zu essen, es gab eigentlich gar nichts. Ja, vor allem der Hunger. Der Hunger Kälte, war das Schlimmste, ja. Der strenge Winter 1947. Ja. Und das ist eigentlich so unfassbar. Ja. Ich meine, wir waren 4 Kinder, mein Vater war in Kriegsgefangenschaft, meine Mutter stand da mit 4 Kindern, ich habe 2 ältere Schwestern, eine jüngere Schwester, ich war ja damals 5 Jahre alt. Wir hatten kaum was zu essen und dann passiert vorne 47, als der große Frost war, als das Rheinhochwasser war,
Da wurde also dann die ganze Rheininsel, wo heute das Sportmuseum, Olympiamuseum ist, wurde überschwemmt und dann stellte sich heraus, da hatten Hamster, die hatten da, Spekulanten hatten da tonnenweise Milchpulver gelagert. Und das ganze Milchpulver hat sich im Rhein aufgelöst. Wir hatten nichts zu essen, nicht so tonnenweise Milchpulver hat sich da im Hochwasser aufgelöst und ist den Rhein runtergeschwommen. Also da haben sich ja Dinge abgespielt, die so grässlich sind. Und wer mal Hunger gelitten hat, wie das damals bei uns war, wo um jedes Stückchen Brot, Maisbrot, wirklich gerungen wurde, dass man das kriegte. Ja, da blieb kein Apfel auf dem Baum. Nein, die wurden erst gar nicht reif. Nein. Obst wurde gar nicht reif, war also vorher schon geerntet, in Anführungsstrichen. Aber wir wollen hier nicht in Trauer verfallen. Es gab ja dann auch, sagen wir mal, bis 48, nein, ich gehe auf etwas anderes ein. Und zwar haben Sie mir erzählt, die tolle Geschichte mit der Hohenzollernbrücke. Köln war ja immer so das Verkehrskreuz des Westens und wichtig ist ja vor allen Dingen die Verbindung rechts nach links, also Köln zum Drehkreuz Köln. Dazu gehört natürlich auch die Verbindung zur rechten Rheinseite. Die Hohenzollernbrücke war zerstört. Und wie alle anderen Brücken auch. Wie alle anderen Brücken auch. Ja, und die Bahn hat dann zur Bedingung gemacht, wenn zum Tag X die Brücke nicht fertig ist, werden wir Verkehrskreuz nach Mainz verlagern. Man hat sich also dran gesetzt, die Hohenzollernbrücke muss fertig werden. Mehr als die tausende Arbeiter, die daran gearbeitet haben, konnte man nicht beschäftigen, sonst wären die übereinander gefallen. Was hat man überlegt? Man hat sich gesagt, Moment, wie bringen diese weit, dass sie Überstunden machen? Und dafür entlohnen wir die, aber nicht mit Geld, sondern wir entlohnen die, dass sie Butter kriegen, wir entlohnen die, dass sie Schnaps kriegen, um die zu stärken. Man hat also dann 1000 Flaschen Schnaps besorgt. Zweite Währung, nicht nach Zigaretten. Natürlich nicht. Und auf der Friesenstraße ein Wirt, der also noch lange nach dem Krieg da war, der hat dann gesagt, nee, das ist für Köln, ich will da nichts dran verdienen. Der hat dann das zum Selbstkostenpreis weitergegeben. Die Leute wurden mit Butter, mit Lebensmitteln ausgestattet, damit sie da durchstanden. Und die wissen was, in letzter Sekunde ist dann die Brücke. Darf ich mal fragen, in welchem Jahr war das? Das war 48. Aber vor der Währungsreform. Ja, die Währungsreform war im Juni 48, aber davor 3 Jahre. Wir sprechen von der Hohenzollernbrücke. Nein, das war ja schon. Muss früher gewesen sein. War 46, 48, ich habe das jetzt verwechselt. Mit der Deutzer Brücke, die war 48 fertig. Zeitgleich mit dem Domerfest ist die ja. Wollte ich gerade sagen, 700 Jahre Feier des Doms, Riesenprozession und zum ersten Mal wieder ausländische Gäste, natürlich auch vom Klerus, ne? Ich glaube von Rom. Ich habe ja als Messdiener daran teilgenommen. Ich war Messdiener an St. Paul. Wir sind morgens um 5:30, 6 Uhr haben wir uns getroffen, sind dann nach Maria am Kapitol marschiert. Da trafen sich alle Messdiener. Dann kam die Prozession, die kam ja schon von Hohenlind runter. Und an Maria am Kapitol, also an St. Gieskirchen, Maria am Kapitol, da kamen dann alle die dazu, die sich in Maria am Kapitol versammelt hatten. Da hat sich die Prozession neu formiert und da sind wir von da aus zum Dom gezogen. Damals war ich 8 Jahre. Für mich war, als wir am Dom waren, einmal der First Day de Vie, nicht? Aber zum anderen ist ja was zu essen. Wir kriegen Brötchen, halbes Brötchen, eine Scheibe Wurst drauf, wir kriegen was zu trinken. Und das war etwas so Fantastisches, da waren die Schmerzen alle vergessen.
Ich habe erst später darüber nachgedacht, War an wichtiger welchen als die historischen 700. Ereignissen ich da überhaupt teilgenommen habe. 700 Jahre. Ich, zum ersten Mal, dass wieder hochrangige, Ja, ausländische Geistliche nach Köln Ja, kommen. das und so muss weiter. aber gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht, am 15. August, Maria Himmelfahrt. August Da 19. war aber die Währungsreform, ja, war Ja, die war ja aber wie gesagt, gerade der Hunger war Monat vorher, natürlich ne? noch da und das war natürlich... Ja. Die Alemur war unser Stück von Kölle, die Decke Mur, sie auf den Schutz. Hückt uns alle noch davon verzelle, es ist vorbei, es seht so nix mehr nutz. Hückt uns alle noch davon verzelle, es ist vorbei, es seht so nix mehr nutz. Ich leuwet nicht, lief Kölsche. Ich leuwet nicht, dass sie vergessen ist. Ja, jeder Stein, der uns davon geblieben, ist uns so dürr, was nicht zu missen ist. Ja, jeder Stein, der uns davon geblieben, ist uns so dürr, was nicht zu missen ist. Der Haneports, die hätt ja viel gelitten, der Fringsports auch und die vom Eilstein. Doch Gott sei Dank, sie waren noch zu retten, so sind sie wieder prächtig. Ja, und dann kurze Zeit später, 1950, 1900 Jahre Feier Köln. Ja, auf dem Altermarkt. Wir sind wieder dort, du war Künde, das war das Motto vom Rosenmontagszug, die ging in 49, also die Kappenfahrt. Und am Altermarkt war dann, wir sind wieder da. Da hat sich ja der Altermarkt-Spielkreis daraus rekrutiert und gegründet. Ja. Leider Gottes konnte nur eine Veranstaltung stattfinden. Da waren 8000 Menschen, die wäre auch jeden Tag ausverkauft gewesen, aber das wurde dann baupolizeilich alles verboten, weil das ja noch mitten in der Trümmerlandschaft war. Ja. Man hatte ja nicht die Möglichkeit, diese stabilen Gerüste zu bauen, wie das heute der Fall ist. Wenn ich manchmal heute sehe, was die für Gerüste bauen und wie die Menschen darauf entdecken, Ja, man hat natürlich Gottes andere Willen. Möglichkeiten. Aber das gab es ja nach dem Ja, ja. Krieg nicht. Ja, mir so durch die Jasse, es ist wie wann ich träum. Ich brauch nicht abzupassen, ich bin ja hier daheim. Tünnes und scheel die Fäze, die sind hier in der Nähe. Kennst du die drüge Weze? Kennst du auch das Milieu? Köln. Herr Luis, ich habe diese Sendung genannt, Geschichten hinter Geschichte. Eine Geschichte haben wir schon hinter uns, das ist die mit der Hohenzollernbrücke. Es ist unglaublich, was in Köln alles möglich ist. Ich glaube, es gibt keine andere Stadt, in der man das so geregelt hätte. Ja. Es gibt, glaube ich, keine. Wir haben noch mehr Geschichten hinter der Geschichte. Oh, eine ganze Menge. Der Heumarkt wird verfeuert. Ja, mein Vater war damals in einer Arbeiterkolonie der Stadt, die haben am Heumarkt gearbeitet. Und ich wohnte in der Elsassstraße und wenn das möglich war und ich da in der Schule war, habe ich ihm mittags ein Mädchen gebracht. Ne? Also, weil, das kennen Sie ja sicher noch. Klar. Und das war deshalb wichtig, wenn ich Mädchen voll Essen brachte. In der Straßenbahn durfte man als Essensträger. War billiger, ne? Ja, war billiger, 15 Pfennig. Nicht? Und vor allen Dingen, das war aber das Wichtige, man durfte dann einen Pflasterstein mit nach Hause nehmen. Und da war deshalb wichtig, die Pflastersteine auf dem Heumarkt,
die waren nicht aus Basalt, sondern die waren aus Holz. Das waren solch große Holzpflastersteine, die waren im Laufe der Jahre überteert worden, da war also so eine dicke Teerschicht drauf. Ja. Aber das Holz reichte, um einen ganzen Tag Brennmaterial zu haben. Den Teer kriegt man zu Hause nicht ganz ab. Das heißt, das ganze Haus stank natürlich immer nach Teer, aber man hatte etwas am Feuer. Ja. Man hatte etwas Also zu ob das heizen. so gesund war, Noch wage nicht. ich dazu bezweifeln. Hat Ich man hab's damals, ja- ich hab's ja überlegt, hat man ne? damals auch nicht nachgefragt. Nee, Nein, nee. nein, die Hauptsache, weil Man hatte was, ja, man nicht. hatte was zu heißen. Und das war also dann sehr wichtig. Und das Allerschönste war ja mit dem Heumarkt-Denkmal, was da passiert ist. Darauf wollte ich gerade Ja. kommen. Das Reiterdenkmal und die Glocken von Rot. Sie werden wahrscheinlich noch das Bilderinnerung haben, was ja in allen oder in vielen Büchern drin ist. Da steht dieses Reiterdenkmal, der Sockel, und da drauf ist nur das abgeknickte Bein. Nur das Bein. Anders ist da Ja, nichts mehr ja, drauf. ja. Aber als der Krieg zu Ende war, war ja noch der Rest, war ja auch noch da drauf. Ja. Und eines Tages waren da Bänder drum gespannt und dann wurden die Sachen da runtergeholt, unten zerschnitten, auf dem Lastwagen, wir waren und nach Rot im Westerwald gefahren. Wer das war der Vater von der Tote Herr mit einigen Helfern. Ein aufmerksamer Bürger hat noch bei der Stadt angerufen und hat gesagt, wenn Sie mal das Reiterdenkmal abtransportiert. Ja, wieso? Ja, das ist alles eingesperrt. Ja, wenn das eingezäunt ist, dann ist er doch amtlich, nicht? Man hatte da eine Und der Vater von der Tote Herr hatte vorher mit denen in Rot, mit dem Bürgermeister eine Wette gemacht oder ein Abkommen getroffen. Ich liefere euch das Material für neue Glocken, die waren aus der Kirche nämlich requiriert worden, um Kanonen draus zu machen. Ich liefere euch das Material für neue Glocken und dafür kriege ich von euch Kartoffeln, Butter, Eier, Käse, Lebensmittel. So ist es dann auch passiert. Der Bürgermeister vor Ort hat dann, und das ist das Erstaunliche, der Bürgermeister vor Ort hat dann den Bauern gesagt, die Engländer haben die Ablieferungsquote erhöht. Die haben das auch abgeliefert. Der Pastor hat dann Bedenken gekriegt und gesagt, nee, wir können die Bauern hier nicht belügen. Und man hat die Bauern einberufen, der Bürgermeister hat dann gebeichtet. Ja, die Bauern haben sich nicht aufgeregt, sondern applaudiert. Und dann hat er gesagt, das lässt sich Ultimat. Ne? Und Die waren glücklich über die. die hatten ihre Glocken, die Ja. hatten ihre Glocken. Ja. Und der Vater von der Tote Herr hat das ja nicht für sich selbst im Ort die Lebensmittel, Nicht sondern nur, die waren ja sondern sehr auch. sozial eingestellt, aber Ach so, da hat die ganze ja. Straße mitvergessen. Ne? Ja, da müssen aber einiges dann zusammengekommen sein. Ja, aber natürlich, das war ja doch eine Menge Bronze, die abgeliefert wurden. Die mussten ja noch Geld sammeln, mit der Bronze allein kann man ja keine Glocke gießen, da fehlten noch andere Sachen bei. Und da ist so einiges zusammengekommen. Ne? Aber wie gesagt, als ich damit über das ist ja eine evangelische Kirche, also im Zuge meiner Recherchen für das Buch, habe ich dann Kontakt aufgenommen, da ist heute eine Pastorin und habe mit der über diese Geschichte gesprochen. Ach, sagt die, da bin ich richtig froh, da habe ich schon mal für meine Osterpredigt. Die war nämlich gerade neu in der Pfarre. Ja, es ist ja auch eben schon so lange her und solche Dinge sollen und dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, Herr Louis, was mich so ganz besonders aufregt, ist eine Sache, und die ist ziemlich ernst, ist nicht so fröhlich. Das ist die Geschichte des Mythos der Trümmerfrauen. Und wenn ich dieses Wort höre, dann werde ich fuchsteufelswild. Ja, also da muss ich Ihnen sagen, wir haben ja diese Veranstaltung mit den Blackfish, die jetzt ohne Flore jetzt wiederholt werden. Ja. Ich habe im Vorfeld dieser Veranstaltung einige Mails gekriegt, einige Anrufe gekriegt von Leuten, die sehr erbost darüber waren, dass eine junge Wissenschaftlerin ein Buch rausgibt mit der Behauptung, dem Mythos Trümmerfrauen müssen wir widersprechen. In Wirklichkeit waren es die Männer, die Trümmer weggeschafft haben. Also erstens mal, meine Mutter war auch eine dieser Trümmerfrauen. Ich habe sie oft begleitet. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wie meine Mutter und viele andere Frauen da standen in den Trümmern und haben die beseitigt. Speziell meine Mutter, ich habe noch mitgeholfen, die Paulskirche zu entschutten und dergleichen mehr. Für die Frauen war das wichtig, ich habe ja dann noch ein Kärtchen. So. Ja. Warum diese Wissenschaftlerin aber zu dieser Behauptung kommt, ist für mich eigentlich nur dadurch erklärbar. Sehen Sie, in Köln beispielsweise mussten auch die Parteimitglieder ihren Sühnedienst leisten. Die waren also verpflichtet, die waren verpflichtet, Sühnedienst zu leisten. Ja. Ist klar, die sind natürlich dann auch erfasst in der Stadtverwaltung. Nicht? Man hat ja die Namen. Ja, soweit sie überhaupt zurück waren, denn die meisten waren ja noch in Gefangenschaft. Ja, die überhaupt nicht, die überhaupt zurückgekommen sind. Die ja noch da waren. Die Frauen,
da waren ja kaum Frauen drunter, die jetzt als NSDAP-Mitglied bekannt gewesen wären. Ja. Die sind dahin gegangen, um dieses Teilnehmerkärtchen zu kriegen, um Vergünstigungen zu haben bei der Lebensmittelausgabe. Die sind also auch nirgendwo in irgendwelchen Statistiken erfasst worden. Nicht? Aber dass man also als Wissenschaftlerin hingehen und einen solchen hanebüchenen Unsinn in die Welt setzt, ohne da hinaus zu recherchieren, das hat viele Leute geärgert und aufgeregt und mich auch. Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Ich sehe meine Mutter noch vor mir. Meine Mutter war eine kleine, zarte Person, die wog noch genau 45 Kilo. Nicht? Und das war also wirklich, also ganz, ganz hart an der Grenze. Ich hier auch sie hat Steine gekloppt und ich habe auch dabei geholfen. Und wenn es in ihrem Buch hier ist, ich weiß nicht, ob die Kamera das so erfassen kann, da haben sie alles drin und wissen Sie, der kleine Junge hier ganz hinten, das ist Reinhold Louis. Ich habe vorne geschrieben, ich habe das Buch ja allen Frauen gewidmet, die auf ihr eigenes Leben gewissermaßen auf eigene Dinge verzichtet haben, um ihre Familie durch den Krieg zu kriegen. Ja. Ich habe es noch ein Beispiel meiner Mutter mit 4 Kindern, was die Frau alles mitgemacht hat und durchgelebt hat, ist ja auch bei vielen anderen Frauen der Fall gewesen. Dass man dann im Nachhinein abschneidet und sagt, ja, das war doch alles ja nicht so. Ich meine, man kann natürlich sagen, die Amerikaner haben natürlich die Hauptstraßen geräumt, aber nicht um uns einen Gefallen zu tun, sondern einfach um besser durchfahren zu können. Die haben nur die Hauptstraßen. In den Nebenstraßen hat sich der Schutt getürmt. Und so ab und zu fiel auch mal so ein halbes Haus noch mal runter. Nebenbei bemerkt, für Kinder natürlich ein wunderbarer Abenteuerspielplatz. Wir waren uns ja auch der Gefahr überhaupt nicht bewusst. Das heißt ja vielfach Trümmerkinder. Ja. Und das unterscheidet die Trümmerkinder von den Trümmerfrauen. Wir Trümmerkinder, für uns waren die Trümmer eine Quelle, das hat etwas mit der Einstellung eines Sehens zu tun. Wir sind rumgezogen, Lumpen, Flaschen, Eisen, Papier, was wir kriegen konnten. Früher gab es ja beispielsweise die Decken in den Häusern. Das waren so wie Matten aus Metall und dann wieder ein Brett mit Holz und dann wieder Metall und so weiter. Das haben wir losgeklopft vom Putz, dann hatten wir wieder etwas zum Brennen und was weiß ich was alles. Dann haben wir Flaschen, Eisen, Papier, Kupfer gesammelt, haben das zum Alträuschen gebracht und so weiter. Für uns war das eine spielerische Tätigkeit, die zwar hart war, aber da stand ja immer etwas am Ende, wir kriegten ja was dafür. Ne? Oder wir haben auch mit Splittern, mit Bombensplittern, haben wir gespielt. Ich habe also oft die Hände kaputt gehabt. Mit den Kabitflaschen, was haben wir alles mit Kabitflaschen? Ich meine, wenn man eine Flasche hatte, die einen Verschluss hatte, da kam Kabit rein und dann etwas Wasser drauf, Verschluss, und dann haben wir gemacht, dass wir wegkamen. Nicht? Also, wenn man sich das heute überlegt, was wir da angestellt haben, wir haben das alles überlebt. Darf man nicht drüber sprechen. Das alles überlebt. Aber es war so. Und deswegen sage ich mir, ich sage das jetzt deshalb, um zu sagen, für die Frauen war das wahnsinnig bitterer Ernst. Für uns war das mehr eine spielerische Tätigkeit. Und wir haben ja auch nicht danach gefragt, woher das Essen kommt. Ich meine, es wurde natürlich zu Hause gesagt, Kinder, es tut mir leid, es gibt heute Abend nur ein Wassersüppchen mit Mehl im besten Fall. Unter Umständen ging man auch schon mal hungrig ins Bett. Das war sehr, sehr häufig der Fall bei uns. Also das war aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, es hat auch wieder viele Menschen gegeben, wo wir gemerkt haben, also ich habe da mit großer Freude erwähnt, die Bäckerei Reif in der Merwingerstraße, die alte Frau Reif, die hat uns immer etwas auf Seite gelegt. Ja. Das war ja so, morgens um 5 Uhr, meine älteste Schwester Dora stellte die sich an. Ja. Um 6 Uhr wurde die abgelöst von meiner zweitältesten Schwester Marianne, die war zu dem Zeitpunkt, war die 9 Jahre. Um 7 Uhr war ich an der Reihe. So, und dann machte die Bäckerei auf und wenn man Pech hatte, kriegte man ja nichts mehr. Das war gerade das letzte Brot weg. Die Frau Reif hat uns immer etwas, genau wie auch Unkelbach, die waren auch in der Merwinger Straße. Ja, man muss diese Dinge wirklich erwähnen. Also das ist, und soll ich was Tolles erzählen? Erzähl. Ich habe ja auch hier die gute Tat der Firma Unkelbach vermeldet und einer aus der Familie Unkelbach, der war ja im letzten Dreigestirn vor dem Krieg. Ja. Und ist ja vor 2 Jahren verstorben. Und als das Buch rauskam, rief er mich an und sagte, Sie haben so nett über uns geschrieben, ich würde ja 10 Bücher haben für Familie. Bringen Sie mal die, habe ich ihm die gebracht. Ja. Und dann zog er aus der Tasche, den Lehrvertrag
meiner Mutter. Nein. Meine Mutter hat bei Unkelbach gelernt, das habe ich auch im Buch geschrieben. Ja, Dann hatte mir den Lehrvertrag von 1924 gegeben, den meine Mutter bei der Firma Ach, Unkelbach geschlossen hat. Wie schön. Und dann interessant, der war noch mit der Hand geschrieben. Das Interessanteste dabei ist, jeden Tag einen frischen weißen Kittel, die Taschen müssen zugenäht sein. Irgendwo kann ich verstehen. Ja. Das waren Geschichten hinter der Geschichte. Wir könnten noch stundenlang plaudern, Herr Louis. Aber wie gesagt, ich muss es nochmal jedem ans Herz legen. Jedem, der Bezug zu Köln hat, der unsere Stadt liebt oder auch nur hier wohnt. Dieses Buch ist Gold wert. Aufgebaut von Reinhold Louis. Lieber Herr Louis, das war es für heute. Aber ich bin ganz sicher, wir müssen noch ein zweites Video machen. Und zwar ganz bald. Die Kultur nach dem Krieg ist ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben uns wirklich jetzt nur auf die Geschichten hinter der Geschichte konzentriert. Aber es ist noch so irrsinnig viel zu erzählen und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Mal mit Ihnen. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Reinhold Louis. Ja, schön, bis zum nächsten Video. Ja. Ich will verzähl euch, wie schön es in Köln war. Et sei kein Märchen, Funde, wat ich bin. Ich sinde Bilder für mir leuchten noch so bunt und klar. Und darum weiß ich auch, worum ich glücklich bin. Wann du ne Kölsche bist, dann kannst du dat verstehen. Dat, wat uns herrlich ist, dat wird auch nie verjön. Wann du ne Kölsche bist, dann kannst du dat verstehen. Dat, wat uns herrlich ist, dat